Dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Sigyum Bimba Tseling treibt die Tibet-Lobbyarbeit in Europa voran. Sigyum Bimba Tseling nimmt an der Abschlusszeremonie des 34. Mindy Dubchen teil. Mexikanische Gruppe von Gesetzgebern und Freunden Tibets trifft sich, um Strategien für den Einsatz für Tibets Rechte zu entwickeln. Europäisches Parlament feiert die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die Menschlichkeit. Abgeordneter Kama Singye nimmt an der Eröffnung des Unterrichts in tibetischer Sprache und Kultur an der Campbelltown Public School teil. Repräsentant Gesang Yesen Bauer nimmt an der Reihe von religiösen Veranstaltungen in Taiwan teil. Tibetische Vereinigungen veranstalten SEE-Lernworkshop für nordamerikanische Wochenendschulpädagogen. Sigyum Bimba Tseling, das demokratisch gewählte Oberhaupt des tibetischen Volkes im Exil, begann am 28. April seine Tournee durch 5 Länder mit Start in der Schweiz, Zürich. Sigyum besuchte zunächst das tibetische Institut RECON, wo er sich mit Dr. Kamadjuma Lobsang, dem Präsidenten von RECON, dem Geschäftsführer Peter Oberholzer, dem ehrwürdigen Lama Dengsi Gyodozang, dem Vertreter der Mönchsgemeinschaft und dem ehrwürdigen Abt Geshe Dengsi Chanjup sowie dem Vertreter des tibetischen Büros Genf und dem Präsidenten der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein traf. Später traf Sigyum mit der tibetischen Gemeinschaft in Diethikon zusammen und führte ein kurzes Gespräch mit den Lehrern und Leitern der tibetischen Wochenendschule. In seiner Ansprache am Sonntag ging Sigyum auf den sich wiederholenden Charakter der chinesischen Haltung ein. Er wies erneut darauf hin, dass die Gespräche durch die Hintertür keine wesentlichen Veränderungen gebracht haben, insbesondere unter der Regierung von Xi Jinping, die die tibetische Identität weiterhin unterdrückt. Sigyum forderte die chinesische Regierung auf, mit konstruktiven Reformen in Tibet zu beginnen, anstatt seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und den tibetischen Führern Anweisungen zu geben, was sie tun oder lassen sollen. Sigyum Bimba Tseling unterhielt sich mit Mitgliedern des Schweizer Parlaments und nahm an geschlossenen Sitzungen mit prominenten Führern und hohen Beamten der Schweizer Verwaltung in Bern teil. Während des ausgedehnten Treffens mit den Parlamentariern unterstrich Sigyum Bimba Tseling die zentrale Rolle der Tibeter, Uiguren, Hongkonger und Taiwanesen als wesentliche Akteure des Wandels in China. Sigyum sagte, wenn man einen positiven Wandel in China herbeiführen will, braucht man sowohl interne als auch externe Kräfte, und wir sind die internen Kräfte. Das Treffen gipfelte in einem Mittagessen in den Parlamentssälen zu Ehren des Besuchs von Sigyum, an dem der Abgeordnete Fabian Molina, Co-Präsident der PGT, der Abgeordnete Nick Gugger, Co-Präsident der PGT sowie die Abgeordneten Maya Graf und Barbara Gysi teilnahmen. Während des Treffens dankte Sigyum Bimba Tseling René Longuet, dem Mitbegründer der Parlamentarischen Gruppe für Tibet, für seine unermüdliche Unterstützung Tibets und seine entscheidende Rolle bei der Gründung der Schweizerischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet vor 35 Jahren. Am Abend des 29. April war Sigyum zu einem Abendessen mit dem Präsidenten des Schweizer Nationalrats, Erik Nussbaumer, verabredet. Am Rande des Besuchs gab Sigyum auch Medieninterviews mit prominenten Schweizer Lokalmedien. Am Dienstag dieser Woche, am Vorabend des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Frankreich, bei dem unter anderem der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Frankreich gefeiert wird, traf der französische Präsident Emmanuel Macron mit Sigyum Bimba Tseling im Élysée-Palast zusammen. Während der Zeremonie überreichte Sigyum Bimba Tseling dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein handsigniertes Bild seiner Heiligkeit des Dalai Lama und forderte ihn auf, Tibet nicht zu vergessen. Sigyum Bimba Tseling war in Paris, um an der Verleihung der Ehrenlegion an André Gatulin, einem ehemaligen französischen Senator und sehr guten Freund Tibets, teilzunehmen. Sigyum Bimba Tseling nahm am 27. April als Hauptgast an der Abschlusszeremonie des 34. Mindy Dubche im Yungdong-Pön-Kloster in Dolanji Sunan teil. Die Zeremonie wurde von seiner Eminenz dem 34. Mindy Tizin Lungdo Dawa Dagir Rinpoche geleitet. An der Abschlusszeremonie des Mindy Dubche nahmen auch Mindy Lobön Rinpoche, Mindy Shedub Khenpo, Mindy Shedub Meister, 4 tibetische Parlamentarier, der tibetische Siedlungsleiter von Dolanji, Dengsi Chöpe, Mönche des Mindy-Klosters, tibetische Einwohner und Anhänger teil. Sigyum sprach in seiner Ansprache über die
Geschichte der seit langem bestehenden tibetischen Medizintradition und die weite Verbreitung der Tradition in den Yungdrung-Bön-Klöstern sowie über das Mindy-Dubche-Ritual, das ein einzigartiges Erbe Tibets ist und von den aufeinanderfolgenden Thronhaltern des Mindy-Klosters nach dessen Wiederherstellung durch Nyame Sherab Gyaltsen ohne jegliche Degeneration durchgeführt wurde. Im Exil wurde dieses Ritual vom 33. Mindy Tizi im Jahre 1988 wiederbelebt. In einer historischen Zusammenkunft kam eine mexikanische Gruppe von Gesetzgebern und Freunden Tibets am 23. April im mexikanischen Parlament zusammen, um Strategien zu entwickeln und ihr unerschütterliches Engagement für die Rechte und die Selbstbestimmung Tibets zu bekräftigen. Angeführt wurde die Versammlung von dem Abgeordneten Salvador Caro, dem Vorsitzenden der mexikanischen Parlamentariergruppe zur Unterstützung Tibets, dem Abgeordneten Chapman Moreno, Manuel, Teresa Rosaura Ochoa Mejia, Lidia Garcia Anaya und Tony Karam, dem Vorsitzenden von Mexico Casa Tibet. Begleitet wurden sie von namhaften Persönlichkeiten wie Geshe Sherab Chöpe vom mexikanischen Losling-Zentrum, Yungdrung Lote vom Ligmincha-Zentrum Mexiko, Terelos Flores, ITN-Koordinatoren für Lateinamerika, Raimundo und Alex als Vertreter von Tibet MX und Dr. Mary Blanca, einer angesehenen Tibet-Expertin. Ihre kollektive Anwesenheit unterstrich eine vielfältige und doch geeinte Front zur Unterstützung der tibetischen Sache. Der Vertreter Jigme Tsering vom brasilianischen Tibet-Büro gab tiefe Einblicke in die aktuelle Situation in Tibet und bedankte sich für die Unterstützung der Gesetzgeber und äußerte sich optimistisch über die zukünftige Zusammenarbeit. Die zweitägige Vipassana-Meditationsklausur im Tibet-Haus Brasilien unter der Leitung von Khenpo Samdrup Rinpoche, der die Teilnehmer in die tiefe Praxis der Achtsamkeit einführte, wurde am 28. April abgeschlossen. Das zweitägige Vipassana-Meditationsretreat wurde aktiv mit Khenpo Samdrup Rinpoches unschätzbaren Belehrungen über die Natur des Geistes, die Unbeständigkeit der Existenz und die Kultivierung von Mitgefühl und Weisheit für insgesamt 80 Teilnehmer fortgesetzt. Khenpo Samdrup Rinpoche ist Absolvent des Sorsal Siddha Institute Bir und lehrte 5 Jahre lang am Digung Gyur College, Dehradun. Heute dient er als spiritueller Leiter des Garjuma Centers in Dayton, Vereinigte Staaten. Anlässlich der letzten Plenartagung der 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments organisierte das Office of Tibet Brüssel vom 22. bis zum 26. April im Europäischen Parlament in Straßburg eine Fotoausstellung über die 4 wichtigsten Verpflichtungen seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama. Dieses Projekt wurde seit dem vergangenen Jahr vorbereitet. An der Ausstellungseröffnung am 23. April nahm der ehrwürdige Thich Thanh, Repräsentant der Vereinigten Buddhistischen Kongregation Vietnams in Europa, der ehrwürdige Nyima Selkya Buddhistisches Zentrum, Mitglieder des Europäischen Parlaments, Vertreter des Bürgermeisters von Straßburg, parlamentarische Assistenten, EU-Beamte, Journalisten und Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft von Straßburg teil. Thubten Tsering, Koordinator des Tibet-Büros Paris, war ebenfalls anwesend. Der gastgebende Europaabgeordnete Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident von Katalonien, und der Europaabgeordnete Mikolas Peksa sprachen über ihre Entschlossenheit, eine Stimme für die Unterdrückten zu sein, und lobten die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die Welt. Die Vertreterin des Tibet-Büros in Brüssel, Rigzin Gyaltsen, erinnerte an die zahlreichen Besuche seiner Heiligkeit in Straßburg und erläuterte die 4 wichtigsten Verpflichtungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Sie nutzte auch die Gelegenheit, dem Europäischen Parlament dafür zu danken, dass es bei allen EU-Initiativen zur Unterstützung der tibetischen Sache und des gewaltlosen Freiheitskampfes des tibetischen Volkes an vorderster Front steht. Der Vertreter Ganma Singhi vom Tibet Information Office, auch bekannt als Office of Tibet in Canberra, nahm am 25. April an der Eröffnungszeremonie des Unterrichts in tibetischer Sprache und Kultur an der Campbelltown Public School teil. Durch die Bemühungen der tibetischen Gemeinschaft von Western Sydney Campbelltown wurde dieser Wochenendkurs für tibetische Schüler aus der Region eingerichtet, um die Bemühungen der Tibeter um die Erhaltung und Förderung der tibetischen Sprache und Kultur zu unterstützen. Der Repräsentant Ganma Singhi hob die Bewahrung der einzigartigen tibetischen Sprache, Kultur, Religion und Bräuche hervor und ermutigte die Eltern, besondere Verantwortung für die Weitergabe dieser Tradition an ihre Kinder zu übernehmen. Nach der Ansprache des Repräsentanten sprach Tonggyur Rinpoche, der Ehrengast der Veranstaltung, zu den Anwesenden und überreichte den Lehrern und Mitarbeitern, die ehrenamtlich an den Wochenendkursen teilnehmen, als Geste der Wertschätzung zeremonielle Schals.
Der Repräsentant Gyesan Jessenbauer vom Büro für Tibet in Taipeh nahm an der Einweihungszeremonie des Tempels des großen Pfauenkönigs im Bezirk Yilan teil und wohnte den Gedenkfeiern zum Todestag von Gyöpje Lama Zopa Rinpoche und Khenpo Kunga Wangchu Rinpoche bei. Am 27. April nahm der Repräsentant zusammen mit dem Büro des tibetischen Philosophielehrers Geshe Tenzin Namgyal Rinpoche und dem Berater Song Ji an der Einweihung teil, an der rund 2000 Menschen, darunter Vertreter aller buddhistischen Traditionen, teilnahmen. Auf Bitten des Klosters sprach der Repräsentant Gyesan Jessenbauer zu den Anwesenden und unterstrich die edle Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama, den Weltfrieden durch die Förderung der interreligiösen Harmonie zu erreichen. Später am Nachmittag nahm der Repräsentant Gyesan Jessenbauer an der ersten Gedenkfeier für Lama Zopa Rinpoche in Taipeh teil, bei dem Schüler von Lama Zopa Rinpoche einen Lebensbericht ihres verstorbenen Lehrers präsentierten. Bei der Veranstaltung wurden auch Videobotschaften von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, Yongsin Ling Rinpoche und Wese Rinpoche gezeigt. Am 28. April nahm der Repräsentant Gyesan Jessenbauer an der Gedenkfeier zum 16. Todestag von Khenpo Kunga Wangchu Rinpoche teil, die vom Sedja-Zentrum in Taiwan und den Mönchen der Songsar Cheta organisiert wurde. Ein dreitägiger Workshop über soziales, emotionales und ethisches Lernen, der sich an Pädagogen, Mitarbeiter und Eltern aus den Ostküstenstaaten der Vereinigten Staaten richtete, die mit tibetischen Wochenendschulen verbunden sind, wurde am 28. April in Toronto, Kanada, abgeschlossen. Auf Ersuchen des in Washington ansässigen Office of Tibet leiteten Professor Lobsang Deinzenegi von der Emory University, Tsundu Sambil, der stellvertretende Direktor des SEE-Programms, und der Wissenschaftler Deinzi Sonam den Workshop. Die Hauptziele des Workshops waren die Einführung der Teilnehmer in das SEE-Lernen, die Förderung eines mitführenden Klassenzimmers, die Förderung der Aufmerksamkeit für das Bewusstsein und die emotionale Regulierung, die Förderung eines Gefühls der globalen Einheit und die Entwicklung von Mitgefühl und Kreativität bei den Schülern, alles im Rahmen des SEE-Lernens. Rund 30 Pädagogen und Mitarbeiter der Regional Tibetan Association in Toronto sowie aus verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten, darunter Massachusetts, Minnesota, New York, New Jersey, Philadelphia und Vermont, haben an dieser Ausgabe des Workshops teilgenommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.